Die Geschichte der sorbischen bildenden Kunst ist im Vergleich zu anderen noch recht jung. Warum? Viele Jahrhunderte lang konnte sich keine selbstständige sorbische Kunst entwickeln. Sorbische Bauern waren von ihren Herren abhängig und mussten Dienst leisten. Anfangs vergab auch nur die Kirche, der Adel und die Städte Aufgaben an bekannte Künstler, um Figuren oder Gemälde mit religiösen Motiven anzufertigen. Daher war die sorbische Volkskunst die einzige Möglichkeit, kreativ zu sein. Sichtbar wird das an den reichen Stickereien der Tracht, Bemalungen und Schnitzereien, den verzierten Ostereiern sowie bei dem Bau von Häusern. Ausnahmen gab es trotzdem. Einige sorbische Künstler erfreuten sich weiter Bekanntheit, wie die Bildhauer Matthias Wenzel Jäckel und Jakub Dellenka. Jäckel hatte in Prag eine Werkstatt und schuf mehrere Skulpturen für böhmische Klosterkirchen und die Prager Karlsbrücke. Zu den herausragenden sorbischen Künstlern des 18. und 19. Jahrhunderts zählt der Landschaftsmaler, Zeichner und Kartograf Hendrik Božidar Bjela. Ende des 19. Jahrhunderts entstand durch den Aufschwung der Volkskunde und des Heimatschutzes die Brauchtumsmalerei. Das Interesse deutscher und ausländischer Künstler für die Sorben wurde geweckt. Fasziniert von der kulturellen Vielfalt und Tradition widmeten sich Künstler wie Ludwig Kuber, William Krause oder Friedrich Krause-Osten den Sorben. In Zeiten der fortschreitenden Industrialisierung Anfang des 20. Jahrhunderts waren romantische Szenen einer Landschaft aus dem Spreewald oder Frauen in Tracht beliebte Motive. Erst in den 1920er Jahren entwickelte sich eine selbstständige, professionelle sorbische Kunst. Die sorbischen Künstler ließen sich an Kunstakademien ausbilden und hinterließen bald ihre eigene Handschrift. Künstler wie Juri Heiner, Mircea Noack-Nechonski, Hanka Krauzitz und Frico Latk entwickelten eine nationale sorbische Kunst. Was bedeutet das? Die Künstler versuchten oft, die sorbischen Themen wie Trachten oder Sagenfiguren perfekt abzubilden. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 fanden sich Maler und Grafiker sorbischer Herkunft zum Arbeitskreis sorbischer bildender Künstler zusammen. Zu diesem zählten zum Beispiel Konrad Felix Müller, Horst Schlosser und Mircea Noack-Nechonski. Mit der Gründung sorbischer Einrichtungen in den 1950er Jahren wurden gezielt Aufträge für sorbische Buchgestaltungen, Illustrationen und Werbeplakate für Konzerte und Ausstellungen erteilt. Die Auffassungen zur sorbisch bildenden Kunst begannen auseinanderzugehen. Wie stark sollte die Kunst durch Folklore geprägt sein? Mitte der 1970er Jahre fand Jan Buk einen künstlerischen Neuansatz. Bei ihm steht das Nationale nicht mehr im Vordergrund, sondern im Zusammenhang. Mit seiner Malerei zeigte er den nachfolgenden Generationen einen Weg aus einer engen stilistischen und thematischen Bindung an die Traditionsmalerei. Damit gewann die sorbische bildende Kunst den Anschluss an die moderne Kunstentwicklung. Zu den modernen sorbischen Künstlern zählen neben Jan Buk unter anderem Božena Nauka-Kuniš, Maja Nagelova, Iris Brankačková, Sophie Natuškec und Isa Brütziner.